miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute sind wir mal wieder beim Bogenschießen und ich bin nicht alleine, sondern der Martin von Spörri Archery, genau. Wir zwei probieren jetzt einmal was ich ganz am Anfang mal als Thema aufgegriffen habe. Und zwar habe ich ja bei meinem allerersten Bogenversager-Video gesagt, als ich noch keine Ahnung habe, dass es komisch ist, dass man den Pfeil nicht von der rechten Seite einlegt. So, jetzt schließt sich der Kreis bei uns wieder. Jetzt haben wir zwei uns gefunden, weil er schießt nämlich Reiterbogen. Ja, koreanische Reiterbögen, Slavic-Style von der Seite, Speed-Shooting und das gucken wir uns an. Wir sind wieder genau da, wo wir ganz am Anfang bei mir waren. Ich, keine Ahnung. Wir erörtern das gemeinsam, dieses Thema, und ich als absoluter Bogenprofi, Anfänger, werde es einmal schauen, dass man ganz wie am Anfang den Pfeil von der anderen Seite einlegt, Speed-Shooting macht. Und ja, was soll ich sagen, einen Haufen Gaudi haben wir schon gehabt. Das ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, hat eine eigene Firma, die ist in der Schweiz. Ja, genau. Und heißt natürlich auch Spörri, also Spörri Archery. Verlinke ich euch unten. Da gibt es wunderschöne Bögen, aber da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt machen wir erst einmal ja, kleine Männerrunde und schauen, was dann zum Schluss übrig bleibt. Alpenvorländische Power, so nennen wir das Ganze. So ist es. Okay? Also viel Spaß bei dem Video. Here we go! Okay, Spörri-System basierend auf zweifach befiederten Federn. Da hat man die Federn waagerecht. Die Nocke ist immer so, dass man am Schluss blind einnocken kann. Das Ziel ist, dass man einfach so einnockt, das Ziel immer anschaut. Aber heute üben wir einfach mal das Release auf der falschen Seite. Unser Topmodel, Redneck in the House. Genau, jetzt kannst du mal den Bogen in die Hand nehmen. Das erste ist, wir machen ein kleines Sidecut draus. So konnte man früher im Krieg alle gegnerischen Pfeile zurückschießen, ohne dass man auf den Spine achtet. Das heißt, wir drehen ein bisschen das Handgelenk nach außen. Jetzt haben wir einen kleinen Zweikampf. Ich weiß, er ist stärker, aber ich probiere es trotzdem. Ich drehe zurück und du nach außen. Ich drehe, du musst so bleiben, freeze. Ich drehe zurück. Und wenn der Pfeil loslässt, schnellt die Hand nach außen. Das heißt, der Pfeil startet in der Luft. Dann gehen wir nicht mediterran links heran, wir gehen rechts vom Bogen. So können wir immer schnell nachladen, wir müssen nicht einfädeln. Das macht sowieso keinen Sinn. Früher waren da scharfe Spitzen und da hättest du höchstens die Sehne kaputt gemacht. Hier knockt es nicht, leider. Das heißt, dass wir noch schnell reinnocken können. Gibt auch keinen Knockpunkt. Ja, und jetzt kannst du mal zwei unten, den Zeigefinger den Pfeil halten. Ja, jetzt, hier zum Fixieren. ja, jetzt Also machen wir praktisch, okay. kurz einen Test. Ah, Oh, schau okay. mal, der kann es schon. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen nach hinten. Ziehst und gar nicht lange zielen, einfach gleich loslassen. Ja, sauber die Mitte. Naturtalent. Ja, vom Handballen. Dann hat er hier die Nocke, ist ein bisschen eine Schnellschießnocke. Man sagt V-Nocken. Kannst du drüber bleiben oder da raufschlagen nach hinten. Sehr schön. In einem Fluss bist du nach hinten losgelassen. Das ist schon die halbe Miete beim Speed-Shooting. Das ist praktisch die Vorbereitung, Ja, um mehrere Pfeile genau. zu machen. Also so, oder? Jawohl. So. Ich habe sie so bei mehreren. So habe ich sie nur bei einem, wenn ich jetzt in der Luft eine Drehung mache. Ah, okay, und die anderen dann so. Genau. Und der Daumen brauchen wir am Anfang nicht. Wenn ich mal kurz zeige, einen Schritt weiter gehen darf. Der Daumen braucht man am Anfang nicht, aber jetzt bei zwei Pfeilen kommt er zum Zug. Man geht nach hinten, verlässt die Nocke und die Aufgabe des Daumens ist jetzt hier zu halten. Die restlichen 5 Pfeile. Und sonst, wenn wir nur einen haben, macht der Daumen einfach nur das da. Brauchen wir dann nicht. Okay. Excellent shotting. Ah, Sidecut rein, ja. Sidecut. Ja, das sieht man gleich, er ist mehr rechts. Okay. Rednecks in the house!
laufst du einfach so ganz gemütlich. Wenn du da stehst, kannst du schießen. Okay. Das ist jetzt gemein, ne? Yeah, boy! Aber voll in die Mitte. Sauber. Naturtalent. Ich gehe nach Hause. Ihr könnt das alleine ohne mich, oder? Zufall. Alles Zufall bisher. Da kommt jemand hinter dir und dann machst du. Ja, die Türen sind aufgebüxt da drüben. Super! So, zum Bauch mache ich sie. Dann drehe ich sie ab. Genau, dann mache ich noch eine Treppe. Okay. So eine kleine Steggerli-Treppe. Und wo hast du dann den Finger? Den beim ersten. Und mit diesem Finger trenne ich die ersten zwei. Komme ich von hinten oder ich schlage vorne drauf, knocke den ersten ein. Fahre nach hinten. Zeigefinger auf die Seite des Pfeilers. Wenn ich da oben bin, gehe ich gleich mit dem Zeigefinger wieder dahin. Ja, in der Bewegung nehme ich den natürlich ein bisschen raus und positioniere ihn auf dem Handballen. Hinten. So, genau. Jawohl. Ja, bravo! Sehr gut. Wilhelm Tell! Also der Wilhelm Tell war echt der Schweizer, oder wie? Ja, der ist anscheinend mit der Armbrust durch den Dorfplatz von Altdorf spaziert und wollte den Gesslerhut nicht grüßen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist wie wenn heute einer mit dem M16 auf dem Dorfplatz herumspaziert. Der würde gerade angehalten werden. Und im 10. und 11. Jahrhundert hatten alle Könige dem Volk die Eibenbögen verboten und Armbruste durften nur die Adligen, also die Jäger der Adligen halten. Völliger Humbug, was man uns erzählt. Und soll jeder mal das Wappen von Rheinmetall. Rheinmetall steht gerade am Flugbrick. Da soll mal jemand sagen, ich erzähle was. Ja, wo gell? die Goldlöcher sind, unten steht Rheinmetall, die Fabrik, genau. Schon, da haben sich doch genau die zwei richtigen gefunden. Sag ich. Ja, Mann. Da hassen mich nachher alle. Also vorher, wo die Kamera nicht an war, hat sie alles in die Mitte getroffen. Jetzt windet es, ich muss noch den Wind einberechnen. Alte mongolische Technik. Yeah! Mit 3 ist schon schwieriger, gell? Aber wie er das kann, das ist so toll. Schieße ich ihm seinen Pfeil aus. Spaß beim Zuschauen. Sauber, man!
Ja, Spätzchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal wieder was ganz was anderes. Wenn es euch taugt, dann werden wir da auf jeden Fall noch einiges nachliefern, oder? Ja, sicher, sowieso. Also, was soll ich sagen? Kleiner Werbeaufruf nochmal. Sperry Archery. Kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ja? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch. Tschüss zusammen.